Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake Hof Pelzig. Ja, der Titel verrät's schon, wir kümmern uns heute um die Zusatzmodi und zwar die Ghost Survivors. Wir gehen auch direkt mal ins Spiel rein. Jetzt waren wir hier bei Zusatzmodi, habe ich euch schon gezeigt. No Time to Mourn mit dem Gunshop Kendo Typ. Runaway mit der U-Bekannte bei Chief Irons, Forgotten Soldier mit enervenden Soldaten, möglicherweise Hank, der in Resident Evil 2 Original durchaus erwähnt wurde. Ein paar kleine Sachen möchte ich noch anmerken an der Stelle. Und zwar würde ich mir für jeden Ghost Survivor hier im Prinzip gern die Zeit nehmen, eine Episode pro Zusatzmod im Prinzip zu nehmen. Sodass wir dann, wenn wir nicht auf die 20 Minuten kommen, haben wir auf jeden Fall einfach keine Gemische. Und zwar, wenn ich hier den Kendo-Typ nehme und dann hier einen Cut mache, während ich mit drin bin, ist ja etwas doof das Ganze. Es soll schon sauber sein. An der Stelle erwähne ich auch nochmal, dass mein Leon-Walkthrough tatsächlich jetzt 8 durch ist. Da bin ich jetzt eigentlich am Zusammenschneiden. Das wird dann nach The Ghost Survivors dann veröffentlicht und hochgeladen. Das ist allerdings ohne Blabla, also ohne Let's Play. Das ist ein reines Walkthrough, allerdings ein blindes Walkthrough, wie ich erwähnen möchte. Steht dann auch nochmal im Titel mit drin. Und wenn ich soweit bin mit Claires zweitem Durchgang, würde ich eigentlich nochmal ein Zusatzvideo präsentieren, wo ich nochmal zeige, was hat sich eigentlich geändert im Vergleich zu unserem ersten Durchlauf. Und wie sieht das Ende nochmal aus? Das wird dann auch mit Facecam kommen, das Ende. Und würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Ne? Hier Ghost Survivors, No Time to Mourn. Mit dem Illustre-Typ aus dem Gunshop Kendo, den ihr bei Leons Walkthrough dann sehen werden. Dies ist die Geschichte einer Zukunft, die es nie gab. Einer Nacht, die niemals endete. Robert Kendo sah den kleinen leblosen Körper neben sich und richtete die Waffe auf sich selbst, als ein lautes Geräusch ihn davon abhielt, den Abzug zu drücken. Die Stimme eines alten Freundes krächzte durchs Funkgerät. »Robert, Partner, melde dich. Ich habe einen Hubschrauber aufgetrieben, mit dem wir hier rauskommen. Komm zum Treffpunkt sofort. Ich halte die Stellung, bis du hier bist.« Der Kerl war immer schon stur. Hat er sich einmal entschieden, ist er nicht mehr umzustimmen. »Vergib mir, Emma. Daddy muss los.« Robert stand auf. Es gab keine Zeit zum Trauern. Ja, von dem hat man, das sollte ich vielleicht jetzt erwähnen, bevor ihr es beim Leon Walkthrough seht. Wie ihr hier schon sehen könnt, seine Tochter war offensichtlich vom T-Virus befallen. Das hat man gesehen in Leons Kampagne. Und jetzt ist die Clay offensichtlich gestorben und der Typ hat nicht das Schicksal erlitten wie in Resident Evil 2 Original, wo er ganz am Anfang im Prinzip sehr paranoid mit der Waffe auf ihn zeigt und dann von diverse Walker verknuspert wird. So, jetzt schauen wir mal rein, wie sie es hier gemacht haben. Im Prinzip nochmal als sehr coole Schwarz-Weiß Einstellungen das Ganze gezeigt. Zum Treffpunkt in der Kanalisation muss ich. Okay, das ist dieses genau hinter dem RPD ist das. Das kennen wir ja. Das ist so der Hinterhof. Da hat man die beide in Leons Kampagne Reilatsche sehe und da ist dann Leon mit seinem anderen Support-Charakter, möchte ich jetzt mal nicht nennen an der Stelle, für die es noch nicht kennen, entlang gelaufen. Aber wir müssen im Prinzip durch den Gunshop. Was haben wir dann eigentlich zur Auswahl? Wir haben eine W870 Flinte. Wir haben eine Samurai Edge, Originalmodell, ja geil. Für jeden Resident Evil Fan, die Samurai Edge ist die Dienstwaffe der Stars, genauso wie hier. Wird in der Aufnahmeprüfung von Stars verwendet. Spitzname Kendo Custom Phase 2. Das ist ein sehr geiles Easter Egg an der Stelle. Damit kann ich dann mit der 2 mehr Pistole-Muni machen und damit im Prinzip mehr Flinte-Muni. Das behalten wir erstmal für uns. Wer weiß, was wir gebrauchen können. Ich möchte mal noch alle Optionen offen halten. Was haben wir dann hier noch Schickes? Polizeifunkaufnahme. Hier, Officer Mills, Zentrale, bitte kommen. Hier, Zentrale. Wie ist die Situation? Ein neues Monster. Sie haben glühende Augen. Sehen verdammt gruselig aus. Mein
Partner hat einen von denen aus nächster Nähe erledigt. Das Ding ist gestorben, aber hat dabei einen violetten Rauch freigesetzt. Scheiße. Officer, Ruhe bewahren. Der Rauch hat meinen Partner direkt getroffen. Er hört nicht mehr auf zu husten, er hat Probleme mit dem Atmen. Was ist hier los, verdammt? Sollten wir die Dinger nicht mit PZ-Gas erledigen? Ruhe bewahren. Wir sind dabei, die Situation mit der Umbrella-Forschung abzuklären. Schnauze, das Gas, irgendwas stimmt nicht. Statt sie zu töten, hat es sie mutieren lassen. Okay, das heißt, wir haben hier offensichtlich einen neuen Gegnertypus. Ich glaube, wir hatten blaues Kraut drin. Weil es sieht so aus, als würden wir hier tatsächlich mal vergiftet werden, was wir in der Hauptkampagne glücklicherweise vermeiden konnten. Ich würde auch ganz gerne die Samurai Edge Pistole auswählen. Oh, da draußen, da dormelt's schon, höre ich. Glühende Augen, da muss ich anscheinend drauf achten. Zur Kanalisation muss ich irgendwie kommen. Wahrscheinlich könnte das hier der Weg sein, weil hier ist die Karte noch off und nicht weiß umrandet. Alle hopp. Natürlich. Hinter dem RPD lungern genug Schiff. Oh, ja, das sind die. Ich hoffe, die rennen nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Schwierigkeitsgrad gerade eingestellt ist. Weil das assistiert offensichtlich nicht. Offenbar sind wir da auf Mittel eingestellt oder sonst was. Okay, wir sollten an denen vorbei, auch wenn sie nicht liegen bleiben. Wir sollten machen, dass wir hier durchkommen. Die Musik ist ultra episch an der Stelle. Ups, das sind solche Stalter. Wir gehen durch die Schneise durch. Wir machen jetzt mal ganz klassisch auf Resident Evil. Man muss nicht alles killen. Das ist ein normaler Zombie. Haben wir überhaupt Subweapons? Ah, die Musik ist so echt geil. Ne, Subweapons haben wir keine. Oh. Oh. Hallo. Genau darauf habe ich gehofft. Ausgezeichnet. Tiefgarage. Ah, müssen wir wieder dort hier. Verstehe. Oh ja, die hat's gut zerrobbt. Ich denke, bis auf Dendo vielleicht. Jo, das hat wohl alle erlegt. Und die da oben, die stolpern mir glücklicherweise nicht noch. Das kennen wir ja auch, das Areal. Hier im Prinzip mit Claire. Das war für beide zugänglich. Und kann ich gleich mal erwähnen, dass da hinten, was bei Claire nicht zugänglich war, ist dann bei Leon zugänglich gewesen. Da hinten ging auch ganz schön die Scheiße ab. Da war der olverste Tod im ganzen Spiel, den ich jemals gesehen habe. Und für jeden, der das Pelzer Wort nicht sagt, Olver ist so viel wie garstig, derb. Na, das ist im Prinzip Olver. Okay, na dann wieder in Claires Bereich. Und Leon ist hier, glaube ich, auch rausgekommen. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt auch den Typ da als Charaktermodell haben. Der sieht auch schon ziemlich hardcore aus, oder? Der ist cool gemacht, der Typ. Okay, der ist halt ein bisschen dick. Aber das ist beinahe jeder Ami. Von daher, den finde ich sehr realistisch aus dem Leben gegriffen. Das ist jetzt auch kein Schönling oder so. Der ist echt cool gemacht, der Typ. Das ist so ein richtiger, sagen wir mal, Alltagstyp. Das gefällt mir sowas. Oh, wir können leider beides nicht benutzen. Sowohl Schreibmaschinen als auch Inventarbox können wir leider nicht verwenden. Oh, das sieht mal aus, als wäre der... Ah, der hat auch wieder so einen Tank auf dem Rücken. Halte mal den Gaul. Ich mal gucken, ob da noch was in der Nähe rumschimmelt. Dann ist es ein bisschen zu weit weg. Jo. Perfekt. Ja, die Samurai Edge, die habe ich auch in der anderen Resident Evil... Alter! Nein, Licker! Habe ich auch in der anderen Resident Evil Spiele gemocht. Hoppendler. Okay. Alter, der macht also nicht Feierabend, dieser Scheißlicker. Und du machst jetzt auch Feierabend, du Schädelverbädler. Alter Falter. Boah, Gott sei Dank, also irgendwann reicht's auch mal mit einer Scheißlicker. Oh, jetzt kommt natürlich die ganze Bagage abgeschlappt, war ja logisch. Ja, nein. Und bei den Geräuschen muss ich halt jedes Mal aufpassen. Ich kann hin und wieder zwar die Geräusche deiner jeweiligen Gegnertype zuordnen, aber irgendwann wird es auch mal schwierig. Weil deine Licker, das hätte auch sonst was sein gekonnt. Ah ja, dich habe ich gesehen durch den Schein. Durch das Blitzlicht von meiner Pistole habe ich ihn glücklicherweise gesehen dahinter. Oh, hoppla, der steht nochmal auf.
Der Leuchtaugerich mit dem violetten Schimmelgas machen wir lieber mal vorher platt. Alter, der hat ja auch schon eine ganze Schädel verballert. So viel zu dem Thema, wie können langsame Zombies umbringen, ne? Glücklicherweise haben wir hier kein Zeitlimit reingesetzt kriegt. Ich denke, es ist an der Zeit, genau das Ganze so zu regeln. Und jetzt stapeln sich hier die Kadaver schon. An mir soll es recht sein. Wir hatten nur Zeit, dass wir eventuell noch was anderes kriegen. Ah, der ist noch nicht ganz kaputt. Ja, ich hab's befürchtet. Mr. Overall himself steht natürlich immer wieder auf. Boah, die machen aber auch ganz wüste Geräusche, die Kerl. So, wenn er keinen Ekelatem mehr vor der Schnauze hat, dann müsste der tot sein. Aha, aha, aha. Ja, wenn sie nochmal einmal das letzte Mal ausdünsten, dann war's das. Cause that's the way, aha, aha, I like it. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Okay. So, jetzt sind wir schon bei 11 Minuten. Wieder leid. Ich halte mich ja wach mit jedem Klähkaliber an Gegner auf. Da ist mein innerer Schweinehund wieder drauf. Was? So. Achso. Ist wieder nur einer mit so einem Pack auf dem Rücken. Die Bewegungen sehen sehr unnatürlich aus. Deswegen war ich mal etwas baff gerade. Ah, da geht's doch runter. Was hat dann der Rucksack? Oh, cool. Ja, natürlich habe ich volle Kanne in den Rucksack reingeschossen. Aber der steht wieder auf. Halte mal eine Gaul an. Ich glaube, jetzt steht er nicht mehr auf. Okay. Rucksack ist natürlich toll. Sie können Objekte aus Rucksäcken von Zombies nehmen. In The Ghost Survivors können auch Waffen weggeworfen werden. Wenn Sie nicht genug Platz im Inventar haben, um Objekte aufzunehmen, werfen Sie doch Waffen weg, die Sie nicht mehr brauchen. Okay, wir haben Schießpulver drin und hochwertiges Schießpulver. Das ist cool. Wir nehmen mal alles. Ich habe gedacht, das wird jetzt unser Inventar vergrößern, aber okay. Dann kombinieren wir da mal ein bisschen Kram zu Flintenmunition und hier auch nochmal zu Magnum-Munition. Ja, geiler Scheiß. Nehmen wir doch glatt. Warte mal, nee, die Ordnung schreibt hier das hier vor. Wobei ich sage, ich mache wieder mal eigene Ordnung mit Waffe zuerst und dann Munition. Okay, ja cool. Cooler Scheiß. Dann gucken wir doch gleich mal Oh ne, schade. Ah, Moment, da sehe ich doch was. Ist doch wieder zum Zerballern, oder? Jawohl. Ist doch so eine Sammelfigur. Oh, hoppla. Ich bin wieder auch volle Kanne aus der Facecam raus. Sorry, ihr liebe Leute. Und sind bei circa 13 Minuten. Okay, da liegt mal wieder einer halbtot, scheintot in der Gegend rum. Oh, das ist nix. Okay. So, hin und wieder. Ah ja, da stehen sie wieder auf, die Kameraden. Die da hin bewegen sich schon recht unnatürlich. Yo, macht da wieder einer. Kennen wir aus Claires Kampagne beim Glockenturm. Da war Yo mit dabei. So, du bleibst liegen, bitte. Oh. Officer Speckmack. Na, komm mal her, Officer Speckmack. Der Officer Halbgesicht. Nett. Okay, machen wir einfach mal hier die neue Magazine leer, die neue Munition. Ups. Das war jetzt natürlich saudumm. Dir perforieren wir auch nochmal den Schädel neu. Genauso wie dir. Viele Asiaten in Raccoon City fällt mir einfach mal so auf. Das ist jetzt einfach nur eine nüchterne Feststellung meinerseits. Das ist keinerlei Wertung. Sondern mir fällt einfach auf, dass relativ viele Asiaten in Raccoon City sind. Und verhältnismäßig wenig Afroamerikaner, wie man so auffällt. Es sind natürlich Afroamerikaner mit dabei. Siehe Lieutenant Branagh. Also da kommen wir anscheinend nicht ins RPD mit rein. Wir müssen wohl wirklich da wo Leon und Claire rumgelatscht sind, müssen wir wohl ganz offensichtlich den Weg noch unternehmen. Oh, hoppla. Okay, der macht einfach mal an der Wand rum. Warum? Ach, nicht? Ja, warum nicht? Kaugummiautomat. Objektausgeber. Sie können nur ein Objekt aus dem Objektausgeber nehmen. Die restlichen Objekte erhalten Sie nicht. Treffen Sie Ihre Wahl strategisch. Ich denke, grünes Kraut brauchen wir auf jeden Fall. Objekt genommen. Ja, das ist ja geil. Das ist wie so ein Kaugummiautomat in den 90er. Kennt jeder, der auch so in meiner Generation ist.
Das ist ziemlich cool. So, mischen wir das Ganze mal. Da können wir bei einer potenziellen Vergiftung nämlich auch noch ein bisschen mehr wegnehmen. Als nur die Vergiftung. Okay, da liegt wieder ein Rucksack. Oh, scheiße. Ach du Scheiße, die stehen doch 100% wieder auf. Die schießen wir erstmal so drauf. Alter, die machen aber auch ganz wiechte Geräusche, die Kerl. So richtig olware Knetköpf. Na, scheiße. Das sieht wohl nicht so aus, als könnte ich hier groß was gewinnen. Ich verschwende hier nur meine Munition. Ich muss vorbei, egal ob sie mich greifen oder nicht. Ja, ich muss hier durch. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay, vielleicht alle mal irgendwie hier locker. Vielleicht den Niedermacher im Rucksack. Okay, der ist geplatzt. Und dann muss ich irgendwie vorbei an den Viecher. Okay, das ist auch so ein Platzer. Ja. Ach, so ein Giftnebler. Ich sehe es jetzt schon, guck mal, dass ich kaum noch Munition habe. Ein Crit wäre mal ganz nett. Ja, dann können wir halt mal... Ups, das ging wohl nicht so gut. Aber ich habe einen Meidekönner. Scheiß drauf. Ja, okay, dann nehme ich in Kauf. Dann muss ich in Kauf nehmen. Und hier haben wir Schießpulver wieder. Jo, alles klar. Brauchen wir. Folgendes große Schießpulver. Wieder außer. Vor lauter Schnell, ne? Okay. Flinte Munition. Ja, vor lauter Hektik bin ich dann etwas zu sehr dabei bei der Sache und zappel hier rum wie Sau. Scheiße, müssen wir jetzt halt nehmen. Okay, sind immer noch auf Warnung. Ich glaube, das geht nicht gut aus für uns. Aber ich gebe mein Bestes. Okay, jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Objektausgeber. Da ist hier vielleicht sicher einigermaßen. Ja, das ist wieder der Pauseraum von der Arbeiter. Da ist ein Rucksack-Zombie. Scheiß drauf, ich brauche das grüne Kraut. Hätte ich ein bisschen gewahrt. Hätte ich ein klein bisschen gewahrt. Hätte ich mich voll heilen können. Egal. Ich weiß noch nicht, was kommt. Deswegen muss ich da etwas flexibel und schnell handeln teilweise. Rucksack-Zombie. Upsala, jetzt sind wir vergiftet. Jetzt haben wir es gepackt. Elektroschockgewehr. Okay. Scheiße, jetzt haben wir es natürlich geschafft. Kacke. Hier geht es nirgendwo rum. Also in dasselbe Bereich wie Claire kommen wir wahrscheinlich nicht hier, ne? Ja, der arme Kerl, der kotzt sich jetzt die Seele aus dem Leib. Ich habe nur die Hoffnung, hier möglicherweise noch auf Kraut zu stoßen. Oh oh. Ja, das war der Kürste. Schnell wieder hoch mit uns. Oder runter mit uns. Möglicherweise finden wir da unten noch irgendwas Nettes. Okay. Ja, das klingt nicht so gut. Na toll, nur noch Kugel im Lauf. Oh nein, Demutante. Oh, 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 oh. Keinerlei Chance, sich zu wehren. Wie geht? Volle Kanne gegüllt. Scheiße. Oh. An deine Knabe kommen wir nicht vorbei. Oh Gott! Scheiße. Na, okay, das zweite Mal Gift ist jetzt auch nicht gerade das Schlimmste. Vergiftet, ja klar. Jetzt haben wir aber so richtig in die Hose geschissen. Warte mal. Ja, wir müssen wohl an denen vorbei, ne? Das geht ja wohl nicht anders. Kacke. Oh Gott! Schnell wieder hoch! Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt kriegen wir das vielleicht auch mal richtig hier. Hat's ihn gegrillt? Ja, der lebt noch. Na, jetzt haben wir das auch verschwendet. Super. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Nee, das wird so nix. Das wird so definitiv nix.
Nochmal hoch mit uns. Ich glaube, der gute Mann überlebt's nicht. Wir müssen da nochmal was gucken. Ich befürchte, der gute Mann wird das Ganze nicht überleben. Und jetzt kommen wir auch hier nämlich raus. Ja, klasse. Das war also auch endgültig. Tja. Ihr liebe Leute, ich glaube, das war's. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr weiterkommt. Das war's dann wohl, ne? Ja. No Country for Ordinary Men. Ein schockierendes Ende und Figur G-Junges haben wir noch gekriegt. Alle hopp, wir probieren es noch einmal. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, das machen wir übermorgen. Das war dann der zweite Durchlauf. Und wir hoffen mal, dass wir es bis dahin 8-mal richtig gebacken kriegen. Ich weiß ja jetzt in etwa, was mich erwartet. Und ich würde einfach sagen, da sehen wir uns dann übermorgen wieder zu Let's Play. Ja, komm, das können wir jetzt theoretisch eigentlich auch überspringen. Sehen wir uns einfach übermorgen hier wieder bei Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig mit den Ghost Survivors. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder hier zum Gunshop Kendo Typ Eiern. Yankee.